Goedemorgen. In mijn feerondag reed ik van bedrekjt zijn of bekjemmat en wat het loten deed en wat de symptoms vielleicht zijn van depression of anxiety en dat. En van daar wil ik met wieder davon reden en dan mijn nächste nog een beetje meer erwähnen. Ik geloof, wenn wir rumkijken, dan zoveel als wat rumgehen dat van der dag met zo'n wat zich bedrekt voelen, vielleicht mit depression dealen, vielleicht mit anxiety und so weiter. Dus zoveel wat rumgehen dat, wir machen den Gott sein Wort kijken und eine Antwort. Wenn wir das Salzproben haben, dann bleiben wir stärken und dann haben wir eine sehr schwere Zeit. Dann kommt die eine Frau ab, wenn ich hier was sagen, wenn du eine wahre geborene Person bist, dann darfst du nicht mit so dealen. Dann brauchst du nicht bedreckt sein und nicht bekjemmat, brauchst du nicht Depression oder Anxiety, brauchst nicht mit so etwas zu tun haben, wenn du wahre geboren bist. Ich dachte, wir eine sehr gute Frau vielleicht für uns zu sein, oder das ist der Titel ist für das Sonntag, Kaun Christ bedreckt oder bekjemmat sein. Es ist nicht möglich, dass wenn du vollständiger Christ bist, dass du kannst mit uns diese Dinge schaffen in dein Hart, dass du bedreckt oder bekjemmat bist wegen Dingen. Und einige Menschen sagen, nee, das ist nicht so, wenn du Jesus an die hast, dann ist es nicht möglich. Und auch wenn wir gucken, was Gott sein Wort wirklich sein, dann sagt er uns ein bisschen das Wort. Und du warst ein bisschen ankicken von der. So, ich will gleich sagen, wann du erst mal hier von der, wer sich so voll nicht zu Sand bedreckt, und du wollen gleich in die Rüte kommen von Sand. Der erste Stopp ist, mit wem vertrauen davon, dass einer nicht allein braucht drehen. Dat alleen drehen, dat is te schwer. En we zijn hier alle top als gemeente, als kerk, die ons om zich mithalten. Wir dürfen es nicht allein tun. Aber wenn wir ein bisschen dichter bei kicken und Gott sein Worten an, was er sagen, das von seinen Dingen, und was wir dabei fängt dann, weil wir stark beten, wie Gott sein Worten angehen. Himmlischer Vater, wir kommen noch einmal für den angesagt von uns Morgens, wir freuen uns, dass du durch den Heiligen Geist uns leiden und führen durch dein Wort, wo du uns lehren, was wir zu lehren haben, und uns Ohren aufdauen zur Wahrheit in dein Wort. Wir danken dir für dort, durch Jesus den Namen. Amen. So, ich wollte was Person kijken in der Schrift, was mit seinen Dingen geklärt haben, was vielleicht sind bedreckt war für eine Zeit oder so. Das ganz erste ist Moses, was ein von den ganz geradsten Lehrer wird in der Schrift. Heute erstlich, Gott hat ihn selbst gepickt, um die Israel uit Ägypten rütleiden. Und er beweist sich mit all den Wunder, die er brauchen, dass die Pharao die wirklich Leute rücken. So er belebt das alles, er sagt das alles. Und dann ist es bedeutet, dass mehr werden, und die Armee können hängen ernten, die mehr Obst, die können das ab 3 Jahren. So das wird Moses, das wird was all diese Dinge belebt hat. Und doch, wenn wir 4. Mose 11, Vers 14 und 15 kicken, hier sagt Jesus das, Moses vertelt ihm Gott, er sagt, ich kann all das Volk nicht allein drehen. Sie hier falls sich das, er muss das allein, damit hier hat Gott nach gebracht. Hat mir recht das Brot von Himmel geschickt, das Manna nicht. Moses deutet nicht allein, aber falls sich Jesus hat das allein, er sagt, ich kann es nicht allein. Weil es dort als mir tausch war. Sag, was du dort noch so mit mir tun, dann merkt mir lieber dort. Wenn ich das verdiene und genug gefangen habe, dort ich mir angleich nicht mehr sein muss. Dass ich mir angleich nicht mehr sein muss. Sie ist Moses, was hat all diese Wunder belebt, hat alles, hat mit sich in Front Row Seat gehört, das ganz Erste in Lernen was, hat all diese Dinge belebt, was Gott alles für Wunder hat getan. Und es ist eine Zeit lang, die man geschafft hat, falls ich an das Heimat allein, dann sagt er, wenn dir das, was du was haben, dass ich das allein soll, dann merkt mir lieber dort. So, er wird so bedrückt, er sagt, ich würde lieber nicht mehr leben, wenn ich das so wieder schaffe. Und jemand kijkt, wenn es diese Dinge hastig vorbei und sagen, oh, ein Christ soll niemals nicht so bedrückt fallen. Und auch Moses wird da, was direkt mit Gott reden da. Die anderen Israeliten, die rum werden, die sagen, hey, no, Leute nicht, dass wir uns reden können, das ist zu grülich oder zu arg, wir wollen das nicht selbst hören. Der du lieber bloß mit einmal reden und uns dort kommen sagen, was er gesagt hat. So, das ist Moses, was ist das? Seine Gemeinschaft voll mit Gott. Er sagt, das ist mir zu schwer. Wenn der das, was du was haben, dann merkt mir lieber dort.
So, es ist interessant, wie kann noch so geistlich sein, und doch der Feind der Arbeit Charakter sein an jedem ein. Und wie kann es kommen, wo wir uns so bedreckt fallen, das ist nicht Gott sein Plan für uns, aber das ist für uns, wir zur Zeit kicken, von was Gott getan hat, von uns selbst kicken und uns selbst bejammern, mit was wir vielleicht in uns Leben beleben. Aber Gott hat eine Antwort. Man reicht Moses hier ein paar Vers wieder. Vers 18 sagt er, und der Herr sagte zu Moses, versammle die 70 Männer von der Lehrer in Israel, von der du weißt, dort sei leidende Männer und absichtlich im Volk sind, für die Versammlung und Lut am sich durch, für die Handstellen. Dann will ich raufkommen und dort mit dir reden und von dem Jes, der ab die erst nehmen und ab anleihen. Dann sollen sie mit die Taub die los von das Volk drehen, so dass du nicht dort allein drehen machst. Gott verlangt die Gemeinschaft mit mir, die wir uns bedreckt fallen. Kriegt es mit Moses hier. Moses kam nach ihm und sagt, wenn das erst wird so sein, dann merkt mir lieber tot. Und sagt Gott, okay, wenn die das zu schwer ist, und du nicht mehr, vielleicht nicht mal eine Amt kicken, oder eine Amt kicken ab halb, sag ich war die halb schacken. Und da waren Männer sein, 70 Stück, was auch absichtlich wären und was da wurden hergestellt worden. Sag ich, was dann von denen jetzt, von was Moses hat, von denen nehmen und das ab diese Öcklein, so dass er am halten können. So dass er nicht mehr allein drehen braucht. Und kriegt so sagt Gott hier zu mir und die von dir. Er sagt, du brauchst nicht allein. Erstlich Gott erst du zum Halten. Du brauchst nicht allein drehen. Du musst das erste Ding mit Gott verteilen, durch die Dinge, was du vielleicht schwer merken, das, was du bedreckt bist. Aber auch so mit Menschen, mit Ram, die sagen, Gott hat uns hier so eine große Herd Menschen gegeben, wo wir kein Taub mehr schaffen, wo kann man ans Taub der Last drehen und wir nicht allein brauchen. So wie man Gott zu Halt nehmen, nicht vergessen, was heute ist, aber auch andere Menschen nennen, damit man ans Taub kann, das drehen und wir nicht allein dürfen. Wir brauchen andere Menschen. Gott hat das Nervös nicht so eingeführt, dass ich und du allein sein können, er hat uns einen grundknappen Menschen gegeben, wo wir kein Taub mehr schaffen, dass wir Taub kann, das drehen und wir nicht allein brauchen. Wir machen den nennen und du tau. Wenn wir glauben, dass wir alles allein machen, dort allein drehen, dann war das zu schwer. Keine Person kann allein, ans fehlt das an halb. Und Gott, der hat eine Antwort für mich, die auch, wenn wir uns so fallen, wie schwer bedreckt sind. Und er hat auch Menschen ausgelesen, vielleicht all Raum ans, wir uns können halten, wie dürfen bloß ans Hand geben, dass er uns halten kann. Die zweite Person, wo wir wollen gucken, was auch mit sind geschafft haben, ist vielleicht die ganz gerade so dort verstehen, was wir fängen in der Schrift. Wir denken an den König David, aber hier so, als der nach Modur in Israel nankommt, in das Land von Malkin Honig, was ganz überfall wird von beiden Menschen und so weiter, und sie sollen das alle ausroden und so weiter. Joshua oder Josua, die hat das verstehen, hat wir ganz verstehen, hat die Armee leiden. Hat wir die, was die ganze Gruppe anleiten, und das Land sich rein Gott selbst hat ihn gepickt, nur Moses ist so sprech für dass das hat er dann so tun. Und es hat einen Krieg gehabt, das eine steht von, das sage ich hier, das ist eine O und eine I, ich weiß nicht, wie ihr kriegt von aussprechen, Oi. Hier hatten sie irgendwie einen Krieg gehabt, und hier fängt das an, sich nur allein zu fallen. Und Josua 7, Vers 8, 9 sagt er hat diese Städte sagt, ich brauche die Herr. Was soll ich sagen, nur dem, dass die Männer von Israel ihre Feind den Regen gedreht haben. So, sie wären so gegen den Krieg mit diesen Menschen, aber die Israeliten, die drehen ihr Regen in Rand davon. Sie geben ab und Rand weg davon. Er sagt, was soll sagen, die Männer, was haben ihr Regen gedreht. Dann sagt er wieder, wann dort die Kanaaniter in die ewigen Anwohner in das Land hören, dann wollen sie uns angrenzen und unsere Nummern auf diese Erde ausroden. Wir wollen kein sein auflaschen, dass nicht mal so eine Gruppe gegeben. Sag ich, was wirst du dann für deine großen Nummern tun?
das Monde wird auch gelesen, Gott hat ihn persönlich gepickt und sagen, du sollst meine Menschen leiden. Und als die Menschen sich umdrehen dran, der Fortfall hat sich gesagt, er muss allein sagen, was nu? Was sollen wir tun? Da hat er Regen gedreht, und wenn das andere ist, waren hier, was wir tun haben, dass wir haben dann das Regen gedreht und uitgekleefd, waren alle Taubramans kommen, und waren dann sozusagen auflaschen von der Erde. Und hier wird eine Antwort, in das Mann, er hat eine reiche Anstellung, in großen Teil von NWS. War die, hij ging naar Gott. Hij vroeg aan een antwoord. Hij vroeg wat hij zou maar schaffen. Hij beet, hij vertelde Gott en hij vertelde hem wat de troubles waren, wat aan zijn bedürfnissen waren. En Gott heeft dus ook een antwoord. En we kijken naar Matthäus 7, vers 8. Matthäus 7, vers 7 en 8 sagt hij, vraagt en je wordt gegeven worden. Ziekt en je wordt vangen, klapt aan en je wordt opgemerkt worden. Dus wer de vraag krijgt, wer de ziekte vangt en wer de aanklapt, dem wordt opgemerkt worden. Dus Josua, hij had de recht aanstelling, hij voelde zich verloren, hij voelde zich bedreigd. En daar gezien wat hij doet, hij ging gelijk naar God en vroeg aan. En vroeg God, wat was er ermee doen? Wat was er ermee doen dat dit hier nu passiert is? In Matthäus 7 sagt Jesus, wenn wir wollen Frauen, also Wort, das gegift worden. Aber wir machen nach Aposteln, wo wir Frauen wollen. Jakobus 4, Vers 3 und 4 sagt er, die beten und die kriegen das nicht. Das hat sich gesagt, ihr schafft Jesus gesagt, wenn ihr wollen Frauen, aber ihr kriegen, und Jakobus sagt, die Frauen und die kriegen das nicht. Weil er sagt, willst du mit falschen Aufsichten beten. Die brauchen am Sachen, die eine Last befriedigen. So, wenn wir an denken, wir gehen vielleicht durch eine schwere Zeit, ans erste Antwort soll immer sein, nach Gott gehen. Und wenn er nicht antworten darf, wenn das sich so fallen, dass wir kriegen bloß nicht eine Antwort, dann müssen wir uns erst ans Salz und Segen sagen, wo kommen wir voran? Da wird man sie eine lassen, sein zu befriedigen, an sie eine Weich sein, die kriegen, und kommen wir voran, damit Gott sie nun soll verherrlicht werden. Der 4. Vers sagt, du je andere Menschen, weißt ihr nicht, dass Freundschaft mit dieser Welt, Feindschaft gegen Gott ist? Wer du wünschst, Freund mit dieser Welt zu sein, merkt sich zum Feind mit Gott. So, wir müssen uns anstellen, erst wo wir stehen mit Gott, wir können uns absolut nicht uns vielleicht aus sein Los oder sein Bedrekjt rückhalten. Wir haben bloß Freunde sein mit der Welt, wenn ich über was schwere Zeichen und sage, oh Gott, halt mich schwer, aber ich will still in diesem Sinn leben. Und man hat dann nicht antworten, dass man von uns erst als ihr Segen sagen, wo kommen wir voran? Als das Josua ist, durch diese schwere Zeit ging, er vertelt mit Gott, er betet ihm an, er fragt nach Hilfe. Und für mich, die kann auch die Antwort sein, wenn wir mutlos sind, wenn wir uns so fallen, dass wir sind bedrängt, dann kommen nicht wieder. Die Antwort ist Gott, even das ist das erste Lied, was wir hier singen deuten. Du hast keinen Freund so treu als Jesus. Er sagt, er wird und er will jedem einen von uns persönlich helfen und sich stark beweisen dadurch, wann wir das loten tun. Er wird uns aus seiner Mutlosigkeit raushalten, seine bedrängte Zeit. Der dritte, was wir mit wollen nu kijken, ist der Prophet Elia. Er wird sozusagen der größte Prophet, was wir finden im Neuen Testament. Er wird sich so sicher an Gott. Er sagt zu den König Ahab, er soll all die falschen Propheten sein, die aufgehört deuten, und die werden 850 stark. Und wenn sie sich auf das Boy Taub trafen, wenn sie sich alle beiden Autorbühren und den Ball schlagen, den ableihen und wie immer, wenn es immer Gott dort wird anstecken und brennen, ohne zu wird 4 Beileien deuten, so sie wissen, dort ist Gott. So diese 850 deuten Taubproben, Alter merken, anstecken und deuten alle Sorten, dann sagen sie nicht, was passieren kann. Und der ein Prophet Elia, der Prophet von Gott erst kam, er knallt sich an und er fängt an zu beten und Gott steckt das an und verbrennt das ganz. Sehr klar, sehr hastig, sehr klar und sehr stark beweist Gott sich durch, wieder Gott. Und dann kurz nur dem, kriegt das König seine Königin, kriegt er das hier, was da passiert ist, Jezebel oder Isabel, ab Deutsch vielleicht, der sagt, das ist ein Prophet Elia, den wir dort mehr an. Und dann hat er all das belebt, was Gott hat getan.
En verder al meer dingen, maar groot dit beleefd. Dat is zeer sterk bewezen. Nu even angst van een vrouw zit ze aan veel dood te maken en kleeft uit. En vangt dan zeer bedrekt te worden. Hij gaat zich versterken. Dat zegt in eerste Kjennichs, de 19e kapitel. Bij de 4e vers zegt hij, eerst wanneer hij gegaan hij met zijn arbeider taub en dan laat hij in de dag en zegt het, en hij ging nog een ganzen dag wieder in de wildernis aan. So hij wil zeggen, maar keiner wist wo hij weer. So nimmt zijn Mitarbeider mit bei einer steht, und sagt, du sollst bleiben, hij ging noch einen ganzen Tag wieder nehmen, dass keiner nicht mehr wisst, wo er wird. Du sagt hij sich im Schatten von einem Baum durch, und Elia wünscht sich den Tod und sagt, dit ist genug, Herr, neem mijn Odem von mir. Ich zie nicht besser als meine Fuß. So hij heeft al dit al beleefd, wo Gott sich stark bewezen hat. Und nu, falls hij sich nu weer op einmal ganz allein. En sagt er zu Gott, dit is nu genug. Nu neem je den Odem. Nu war ich dood, nu war ich gestorben. Nu war ich bloß nicht wieder. Und Gott hat Vater eine Antwort. Ein paar Vers wieder, der 7. Vers sagt es. Und dann sagt der Herr, und dem Herrn sein Engel kam zum zweiten Mal und schier ihm an und sagt, steh ab und at. Du hast noch eine lange Reise fertig. Und er stand ab und uit und trank und mit der Kraft von dort Eten ging er für 40 Tage nach bei Horeb, den Gottesberg. Vielleicht fragen wir uns das, was hier steht. Vielleicht haben wir selbst Dinge belebt in unserem Leben, wo wir sagen, Gott, wir durch, weiß ich stark, wir weiten das. Und auf einmal dann kommt der Feind in der Prüfung, um so zu vernichten und so wieder. Und dann vielleicht hier wir mit Beten, vielleicht hier wir mit Lesen und so wie gesagt, kommen wir ein vielleicht wieder von Gott weg, wie Hand nicht mit am zu tun. Und dann kann der Feind sagen, hier habe ich Gelegenheit, dann kommt er an. Und dann auf einmal fallen wir das, wie gesagt, ganz allein. Das Elia hat er sagt, das ist genug, merk mich dort, ich will hier nicht mehr sein. Und dann, wenn der Engel kommt, am der Bediener so, und sagt, er soll eten, hat noch eine lange Reise vor sich, er hat gehorsam, dass er das dort, in der Kirche Kraft hat, sagt er, ging für 40 Tage nach, bei dieser Städtchen, wo er hin soll. Für jeden Fall wir uns ganz bedrückt und hoplos. Aber wenn wir unsere Kraft sehen dann von Gott, wenn wir am Nahen loten, der Mensch alles hat zu tun mit, man reicht das in Offenbarung, sagt, ich stufe harte dir und klappt an. Wir dürfen am Nahen loten. Das ist wichtig für mich, dass wir uns bei den jetzigen Tag stoßen tun, von allem, was er uns hat von Ordnung gegeben, sein Wort zu nehmen. Und dann wir loten den Heiligen Geist, dass die Qual, wir uns loten trinken geben von dort, sodass wir gefällt sind mit der Rechte, sodass wir können voll Frieden wieder schaffen waren, wenn es nicht eine sehr Zeit war. Wie kann ich uns Leben einfach nehmen, wenn wir hier bei ihr sind? Wie machen erst, das sage ich, Jesus sagt, wie machen erst den Gott in seine Gerechtigkeit segnen, und dann wird er uns das andere alle Tag geben. Ich in der Arbeit, wir müssen connected bleiben mit Gott, wir müssen nach ihm kommen. Er will gerne das tun, er will gerne sich stark beweisen, aber wir müssen nach ihm kommen und am loten das tun. Wenn wir das Leben so einfach nehmen, dass wir dort nicht tun, und dann fallen wir ins Boot, dass wir sind ganz allein. Und wenn wir uns zuerst fallen, dass wir sind ganz allein, dann fängt es an, sehr schwer zu werden. Wenn wir sind niemals gemerkt haben, das allein tun. Uns fehlt das an Menschen und uns fehlt das an Gott, dass wir das durchbringen. Der vierte, wo wir von reden, wird als Hiob. Oder Job, da wird der Engel, der Gott fragt, nicht der Engel, Gott fragt den Feind, wo bist du was? Und sagt, ich habe die ganze Welt gewasst, um zu sagen, wer mich vernichten kann. Sagt Gott, hast Hiob all gesehen? Mein Knecht, mein Mann, der wird göttlich ist, der wird nicht arg beim Finger. Und wenn wir das ganze Geschichte mit Eva lesen, dann wir sagen, okay, da haben
Der hat sehr viel Geduld gehabt und der hat großer Glauben gehabt. Er wird wirklich ein guter Mann. So der Anfang wird gut und der Ende sei gut, aber du entwaschen, du wird eine Zeit, wo er sich wünscht, dass er niemals nicht wie geboren war. Er wird so bedrückt, dass er, wenn er bloß ein Krocken gibt, nicht mehr, wenn der Tag aufgelöscht wird, wo er mal wie geboren war. Und hier ab 3, Vers 3 sagt er, möchte nicht den Tag sein, am wonen ich geboren wir. Oder eine Nacht, wo sie sehen, wie wir einen Jungen haben. Er wünscht sich, nicht bloß, dass er nicht wie geboren war, aber dass seine Eltern nervös nicht mal wie ein Top gekommen, dass er könnte geboren werden. Dass er nicht mal so eine Nacht hat gegeben. So bedrückt wird er wünscht sich den Tod. Vielleicht denkt wir so, wenn wir schwer bedrückt ist, alles, was die Brücken tun ist, haben eine Antwort in seinen Brücken, das tun. Das ist vielleicht nicht so leicht, aber wir machen uns nur Gott. Wir machen nur Gott, kommen uns Luten von Arm bedeuten, durch seinen Geist und so. Das hier auch vor allem wird er hat noch Arbeit zu tun und das wird ein großer Prüfsteig für Arme, aber Gott seine Antwort wird auch wahr. In 42. Kapitel von Hiob, der 9. und 10. Vers, da sagt er, nicht bloß, dass er am hat der Rück gehalten, aber er vom Nacht so viel, was er vorher gehört hat. Das sagt in Eliphas von Timon, Bildad von Schuch und Sophar von Nama. Da werden seine 3 Freunde. Sie gingen und deuten, was der Herr gesagt hat, und hier bet für seine 3 Freunde. Und dann durchab gibt der Herr am Genut. Er muss einmal bitte sich selbst kicken und 3 kicken nach Gott und 3 nach ihm kommen und dann für seine Freunde beten sogar. Because er kein Newcastle das sein. Dann sagt er, nein, gibt der Herr am Genut 3. Der 10. Vers sagt, dann leitet der Herr Hiob, dort war er besser gehen, und der Herr gibt Hiob 2-mal so viel, was er vorher gehört hat. So, das ist nicht in der Sache, wie kann sein, jeder ein von uns, wenn wir sind bedreckt gewesen, wir wollen für Gott kommen, dass er uns 2-mal so viel geben, aber das die Geschichte sagt uns, dass Gott wird die nicht allein lassen, die darf bloß nach ihm kommen, er wird die halten. Wenn du auch in Christ bist, wenn du auch Jesus als angenommen hast, dein persönlicher Heiland, dann meine ich, du wirst niemals durch schwere Zeiten gehen. Das meint, du hast eine Antwort für mich, die wann wieder durchgehen. Wir machen nicht nur unsere eine miserable Zeit kicken, wo wir durchgehen und sagen, oh, mir das so schlecht. Oh, warum das mir das so? Nur war, ich habe mir nicht das auch noch. Und dann, immer mehr, du bist nicht kicken, verdammt das ist, verdammt das geht. Je schlechter wird das und je schwander wird das. Aber wenn wir anfangen, die kicken eine andere, das hier habe ich dort ein Bild für seine Freunde, und bedürftig sein und den Nächsten, da sind wir zu halten. Auf einmal fängt wir dort an, los, das vielleicht gar nicht so groß, wie wir gedacht hatten. Und auf einmal können wir vorbeikicken, und ich habe gedacht, war das Wunder sein, was Gott getan hat. Und kick wie, so seien die Dinge, die nicht gut sind, und kick, wir kriegen bei der großen Wunder vorbei, was Gott getan hat von dem Erd. Und dann lassen wir uns das schwer werden und schlecht gehen, wenn wir kicken nicht nur was Gott wirklich getan hat, wir kicken bloß nur die Trübel, was der Ramans ist. Aber wenn wir uns keine Hand knallen für Gott und sagen, halt mir das sagen, was hier angeht, er wird uns das wiesen. Wenn Gott es trühen, er will Hand in diesem Arm. Dein und er will uns auch geben, alles, was uns fehlt. Und in 1. Petrus sagt er hat uns rein ausgegeben, was wir brauchen, zum Leben und auch zum Gott seilig sein. Wir dürfen bloß nach ihm kommen. Das ist nicht zu sein, dass der Rezept so leicht ist, dass wenn du durch die ganz schlechte Zeit gehst, was du jemals hast könnt beleben, dann bloß einmal beten, was alles gut sein. Nee, fertig sind die Dinge, Raum uns, was du machen geändert, was du machen gefixt. Wenn du im Sinn leben lässt, wie machen du von dort aufstehen und wieder gehen davon. Das sind viele Dinge, was wir machen, so wie das Sinn auf sein und so weiter, aber Gott ist der Reut, um uns halten. Der 5. wo wir mit wollen kicken, ist Jona. Er war der ganz erste Missionar, was über Meer deut. Gott schickt ihn, er soll nach Nineveh gehen. Und er will auch leben, er hat einen Boot ab und klebt dort. Und über das letzte Hand wollte sie sollen am Reich überschmieden, dass er versuchen in dem Meer. Und Gott hat auch einen geraden Plan für ihn, aber er wird
erstlich ganz gehen an. Und dann ging er durch das Schwere für 3 Jahre, das ein großen Vers sein Buch wird. Und Gott lehrt ihm dort Fashion an, was Dinge, wo er soll gehorsam sein. Einzig man braucht das für uns so kriegt so eine Zeit, wo Gott uns durchsagen, der in sein Harkisch Monami. Mein Plan für die ist das, was für die Handgrund ist. Einzig man mal wirklich schließlich sagen, okay Gott, worum gehe ich das durch? Wies mir, was du weißt von mir. Und das wird aber noch nicht genug für das. Er ging dort down, aber doch, sein Hort wird doch noch nicht ganz angestaltet werden. Er könnte die Menschen nicht leiden. Der wird ein Jener von Israel Erfolg. Der hat nicht auf Fehlschuden angetan und er könnte nicht leiden. Er will nicht haben, dass die sollen gerat sein. Er will haben, Gott soll die Stadt vernichten. Aber schließlich, wegen alles, was er durchführt, er ging dahin. Und dann, als sie sich gespielt hatten, die ganze Stadt, ich glaube, es wir mit 120.000, dann bekehrten sich alle die Könige mit allem Taub. Und Jonah, der sagte, längst die offene Stadt und kickte irgendwann in den Gefall das nicht. Jonah 4, Vers 1-3 sagt, ist das gefällt Jonah recht nicht. Und er wird sehr adal. Er bet dem Herrn, sagt, ist das, Herr, ist das nicht korrekt herangekommen, was ich tue soll doch? Krieg wegen das, wie ich so leicht reiten nach Tarsus zu fahren. Ich weiß, du wirst sehr janstig und du die leicht erbarmen. Du bist geduldig und nicht leicht dull mit Menschen. Du bist treuhartig, leiftulich und lässt leicht nur mit Strafen. Dann sagt der dritte Vers, ich sehe satt von Leben. Herr, lob mich doch sterben. Er wird so dull und bedrängt und er wird dann, was er geruht hat, was Gott getan für Gott. Und er sagt, dass Gott hat die ganze Stadt gerat. Und dann wird er so gehen und er sagt, lob mich sterben, ich sehe satt von Leben. Ich denke, wo kann ein Mensch dazu kommen, dass er seine Gedanken kriegen, dass er satt sein von Leben. Aber das ist vielleicht leichter durch nannte Jeroden, als du war 3 Rüte kommen, wenn er durch Berners der Finte Professor festzuhalten und so. Aber wenn wir uns Hand geben dann zu Gott, er wird uns der Rüte halten, wird vielleicht nicht immer eine Nacht passieren, aber er will das dann für mich und die. Und dann haben wir ein klein bisschen ein Bildwesen von dort, sagt er in der 10. Vers, der Herr sagt, ich habe die Leute in der Plant abgekommen, ich habe ihn mit geschoten und dann geht der Plant dort und dann ist er dort war zu euch. Und sagt Gott zu denen, die ist das Schuld über den Rang, für die du nichts getan hast. Und die du nicht das Leben jäufst, eine Plant, die eine Nacht du wird in der nächste wach wird. So einmal sagt die Schuld, ich freue mich, dass ich nach einer Rang, ich habe ein bisschen geschoten und wo du so in der Saat in den Nächten und dann geht der Plant dort und dann ist er dort war zu euch. Und sagt Gott, die ist dort zu euch, wenn das so eine kleine Plant. Ein Tag kommt ab, nächsten Tag wieder wach. Sagt er, Nineveh ist eine Stadt, wo über 120.000 Menschen wohnen. Ist die dort nicht schuld am Dei? Der war nicht so viel von Gold und Schlag, dass sie eine Linke von der rechten Hand einscheiden kann. Dann hast du nach all dort fei, wo soll mir dort nicht über die Stadt schuld sein? Gott fragt ja nicht, du bist über eine Plant bedürft, und die ist schuld, und was man recht da über eine Plant. Hier sind über 120.000 Menschen, und danach die Tieren, was die wären, dann fragt er, wo soll mir das nicht schuld sein über all die, dass die wollen zu nichts wollen. Haben wir hier alles verderben, haben wir alles schuld, und doch Gott sagt, guck mal, wo groß das ist, das Bild. Du kannst schuld werden über ein kleines Ding, das ist eine Plant, und doch diese große Herd Menschen hier, über die hast du nicht, hast keine Sorgen. Vielmals, wenn wir in die Zeit gehen, wo wir ganz mutlos sind, wo wir uns alles schwer lassen, voll uns bedrückt. Vielmals, vielleicht nicht immer, aber vielmals, als das wir in die Ketten so ein kleines Ängstchen ab. Wir kicken nicht nach das größere Bild, wir kicken nicht
was Gott geschaffen hat, wir kicken bloß in mir und ich, und was ich gleich, was mir möglich ist und was ich würde wollen. Und wenn das nicht korrekt ist, was einer sich erfährt hat, dann ist ihm das alles viel zu schwer. Und dann wird sie eine Zeit nennen, wo Gott uns will was lernen. Und dann steht er, das lernen, dann, was er uns lernen will, und Leute wollen bloß nach Geschlechter gehen, und fangen wir nach Dollar und die Marieren, und Geschlechter jetzt, und fertig, und wir brauchen bloß, und Gott kommt, uns kann anfangen, die Rüte halten mit uns, das ist ein Tool. Also Möglichkeit kommt sehr fertig davon, wenn wir kicken bloß in mir, in der Aktien, was ich will, was mir möglich ist, und was ich glaube, was das soll passieren. Wenn wir Zeit spenden, täglich in Gott sein Wort, in Gemeinschaft mit ihm vertrauen, beten haben und so weiter, das ist ein sehr großer erster Stopp, was in die nehmen kann und sollen, so dass wir kann, dass unser Herzen kann, mutig werden in Verlangen haben, nach Gott in einem Dein. Aber der Brück fährt, dass ich den Stopp nehmen und aus uns Salz rührt, dass wir nicht bloß ans Salz kicken und beten, dass gerade das Bild kicken, was Gott vielleicht für einen Plan hat. Er sind auch viele große Nummers, Predigers, was sehr viel gepredigt über die Welt. In der 1800s wurde Charles Spurgeon, viele von Ihnen sind vielleicht bekannt mit ihm. Er sagt, er hat Tiden durchgegangen, wo er sich sehr bedreckt hat gefällt. Er sagt mit sich das, ich fing mich fertig dabei, dass ich bedreckt sei. Vielleicht mehr als irgendeine andere Person. Er sagt, ich finde keine bessere Antwort für so ein Bedrängtes, als mein Vertrauen auf Gott sagen mit meinem ganzen Hart. Er sagt, er sagt, dort sein zu verstehen, kann immer wieder frisch die Kraft von der friedsame Blut, was Jesus verguten hat für ihn. Er sagt, in der ewigen Leben, was er Leute utgehen, als er an den Kreuz hängt und starb, so dass ihm seine Sünden können vergeben werden. Also wenn er durch seine Tiden gehen wird, wo es schwer wird und er bedrückt wird, er glaubt, was ihm halten wird, wird ihm tun denken, was Jesus sein Blut für ihn getan hat. Wir haben gekickt, wie das, was uns bedrückt hat, und nach den Trübel, nach der ganz gerade denken auf der Welt. Das ist, was uns hindern hat, und das schwer, was wir ever stark kommen. Dann steht wir nicht kicken, wenn wir uns und drehen über den Kreuz, was Jesus durfte getan. Das Blut, was heute verguten hat für mich und die. Das heilsame, oder das sei heilsam für mich und die, wenn wir dann denken an das Blut, was heute verguten hat. So dass ich und du kein Frieden haben zwischen uns und Gott. Er hat uns Tränen die Gemeinschaft angebracht. Dort haben wir die Öffnung, der nach Gott kommt. Spurgeon sagt, dass dort fand er für die ganz beste Antwort für ihn, wenn er durch seine Tick geht, wo er sich sehr bedreckt fallen hat. Und denken an das Blut, was verguten wird für ihn in der ewigen Leben, was das dort geguten wird für ihn, als Jesus gestorben hat an den Kreuz. Ich werde das luten für nu. Wir wollen in der nächsten Woche, wo wir gucken, was Jesus erst in den Tiden durchgegangen und was seine Antwort wird, was heute mit dir umgeht. So haben wir zum Schluss noch beten. Himmlischer Vater, wir kommen noch einmal vor dir angesagt, von der Marius, wir wollen uns bedanken, Herr, an dir, dass du so ein Läuft ja Gott bist. Wir wollen uns bedanken, Herr, an dir, dass du hast uns so viel Dinge in deiner Schrift lesen und sagen, eben von Lehren, und wann du eine bedrängte Zeit kämpfst für eine Person hier, was die Antwort ist. Und ich freue mich, Herr, dass wir uns erinnern, Eva, sofern, was dein Wort sein wird. Dass wir durch dein Wort lesen und sagen, wie viel von so einen Menschen, was wir vielleicht gerade so wollen, sie denken, was so ja göttliche Menschen wären. Und das soll auch sein, durch schwere Tiden gegangen und haben sich auch bedrängt befolgt, tidweise. Und dass du immer hast eine Antwort gehabt für ihn. Ich danke dir, Herr, dass du hast, mal ich von dir auf uns zu sagen, mehrere Dutzend Jahre Luther, von dem, was ich habe ihr gegründet, und doch, als der nach Kraxe wie du bist einmal, wie kann immer wieder an die kommen. Ich freue mich, dass für jedem einen von uns, Herr, wirst du uns in Hunger und in Durst geben, nur dein Wort, nur deine Gerechtigkeit, so dass wir das erste Wort in die kommen und dort segnen, so dass das ewig uns auch alle gegeben worden. Nicht bloß, dass wir durch das Leben gehen unbedrängt sein, aber wir können durch das Leben gehen als eine Soldat für die, um dein Wort wieder auf der Welt verspreiten, so dass mehr Menschen können hören,
von der Blut, was du verguten hast für uns. Und da wird meine Menschen können hören, wo der Haupt zu finden ist und was der Antwort ist für uns. Ich danke dir, Herr, für deine Liebe, für deine Gnade und für deinen Sinn, Jesus, was sein Blut so wahrlich verguten hat für uns. Bloß an uns hoffen, dass wir kann trainieren, die kommen. Dankeschön für das, Vater. Ich bete euch, Jesus in Namen. Amen.